Guten Morgen, Schweiz, was läuft? Oh. Ihr müsst mal schauen, was ich gelernt habe. Ah, Digga. Nochmal von vorne. So. Und jetzt, Oha! Zieht euch das einmal rein, Maschallah, das bringt einem absolut nichts im Leben. Denkt immer daran, egal wie sinnlos das ist, was ihr in eurem Leben macht, es ist nie so sinnlos wie meine Videos. Ihr habt es wahrscheinlich im Titel gesehen, heute sind Swiss Comedy Awards, ich bin nominiert in der Kategorie Online. Bedeutet auch, ich bin tatsächlich ein bisschen nervös. Es klingt immer noch komisch, dass ich für einen Swiss Comedy Award nominiert bin, weil wenn man jemand sagt, dass ich Comedy mache, dann jo. Aber jo, gell? Was willst du machen? Das Ding ist halt so, ich habe überhaupt keinen Plan, wie die Chancen stehen. Ich bin mit der Raffas Plastic Live in der Kategorie und wenn dir das einmal in einem YouTube-Video gesagt hat, dann habe ich instant verloren. Die viel schwierigere Frage ist, welche Brille nehme ich jetzt oben? Hey, wow, was geht ab? Ja, die ist natürlich auch nicht schlecht, oder? Oder ist es eher die Brille? Hallo, mein Name ist Adrian. Also, ich persönlich war ja eigentlich für die Brille. Instagram, Adi Totoro. Ja, eigentlich weiss ich schon ganz genau, dass es die Brille wird, weil die habe ich in Gang gekauft, zusammen mit dem Yoshi. Es ist die most drippiest Brille in the game. Damn. Heute drehen wir wieder, wie viel es dann Outfit werden. Etwa 20 Stutz, weil ich es in der Brockenstube gekauft habe. Nice. Dann würde ich sagen, ab auf Zürich. Wow. Das sind so Sounds, die der Yoshi in regelmäßigem Abstand macht. Ich habe es am Yoshi die Cam ins Gesicht und auch so, ja, und dann bin ich einmal eben dort. Nein, look, ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Wenn der Adi filmt mit mir, dann passiert das einfach so, der sagt ja nichts. Dann kommt plötzlich so, und dann hast du eine Kamera in der Fresse. Das ist eben authentisch. Wir sind auf jeden Fall in Zürich angekommen, zu früh. Wir müssen ganz kurz den Outfit-Check machen. Schwanendrip. Der Schwanendrip. Dort hinten ist das Bernhard Theater, dort findet Awards statt und in 2 Jahren bin ich dann bei diesen Awards. Da ist nämlich das Zürich Film Festival und dann werde ich mit dem Johnny Depp und so natürlich gewinnen. Wir sind jetzt hier innen angekommen. Ich weiss nicht, was wir machen müssen. Wir fühlen uns so ein bisschen lost, wir stehen einfach wir müssen eine Maske anhaben. Aber hier hinten ist der rote Teppich. Digga, ich kann schon immer mal über einen roten Teppich laufen. Ich weiss ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier mache. Darum gehe ich jetzt ein paar Leuten einfach die Cam ins Gesicht heben. Ich fühle mich im Fall gar nicht bedrängt, dass mir gerne, wenn die Kamera so hoch ist. Vor allem, wenn die Sonne auf mein Gesicht scheint und man schön jede Pore sieht und alle... Was läuft, Bro? Stell wenigstens eine gute Frage, oder soll ich mir die Frage selber stellen? Sag, warum siehst du so gut aus? Ich sehe immer gut aus. Das war wenigstens ein BMW gewesen. Lenk mir auf. Jetzt hat er aufgegeben, er hat lang durchgehabt, Oh mein Gott, wir gehen jetzt auf den grössten roten Teppich, den ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Das hier ist der rote Teppich. Oha, Digga! Wo ist der Manu? Hey, du bist schon. Heute ist das erste Mal dabei. Präsentiert wird die Kategorie vom Vorjahressieger. Applaus für den Säcki! Und ja, das sind die Nominierten für die Kategorie Online. Und der Gewinner in der Kategorie Online ist Adi. Ich wollte Danke sagen an Corona. Ich glaube, so als Online-Künstler, für alle, die hier sitzen, als Online-Künstler hat man nur einmal im Leben die Chance, wo alle Leute daheim sind, wo alle am Handy sind. Das war Lockdown. Wir haben jetzt die Chance gehabt und ich glaube, ich habe das ein oder andere nicht schlechte Video gemacht in dieser Zeit und bekomme jetzt dafür einen Stein. Kuss geht aus an die ganze YouTube-Szene, Maelo, Nati, Yoshi, Marc, Can. Merci vielmals. Alter, ich habe nicht gewusst, was sagen. Digga, wir haben gewonnen. Ich hoffe, ihr versteht irgendetwas. Schaut euch das mal an.
Also ich zeige euch jetzt den Weg zum Glück, kommt mit. Sorry. Es gibt irgendwo einen Kühlschrank. Ja, da. Ah, da unten. Ey, gerade so kommt YouTuber am Klauen. Hey! Das ist Wasser. Alkoholfrei, oder? Nein, das ist Wasser. Aha. Oh mein Gott, Leute, es ist vorbei. Ich habe den Stein, du hast auch einen Stein. Zeig mal den Stein. Wir haben einen Stein, wir gehen jetzt ins Haus bauen. Hey Digga, merci vielmals für alle, die gegotet haben. Wir gehen jetzt an Apero. Wir sehen uns morgen wieder, hoffentlich, wenn ich noch lebe. Jo, du bist ja herziger. Gut machst du das. Moin, Meister. Leute, es ist offiziell. Ich habe einen Stein in meinem Zimmer. Wow, ich habe noch nie so einen schönen Stein gesehen. Leute, es ist der nächste Tag. Ich habe es heim geschafft. Es ist wirklich unglaublich, dass ich es noch heim geschafft habe, weil es hat eine Aftershow-Party gegeben und an dieser Aftershow-Party ist vielleicht das eine oder andere alkoholische Getränk geflossen. Ich tue jetzt mal nicht zu viel sagen. Auf jeden Fall sind Joshi und ich so gescheit gewesen, dass wir den letzten Zug verpasst haben und dann auf einem Steg am Zürichsee vom 2 Uhr morgen bis um 6 Uhr morgen gepennt haben und keinen Bulli mitgenommen haben, weil wir gedacht haben, wir brauchen keinen Bulli. Es war dezent kalt gewesen. Sieht man es mir an, dass ich ein bisschen müde bin. Auf jeden Fall, wir haben es dann auch irgendwann heim geschafft. Ich bin ausgeschlafen, alles ist gut und vor allem, ich habe meinen Stein dabei. Es ist einfach ein Stein. Hey, ich will nochmal allen Danke sagen. Ich glaube, meine Rede ist wirklich maximal cringe gewesen. Es ist einfach crazy. In dem Raum sitzen alle Schweizer Comedy-Legenden, die ich als Kind geschaut habe. Divertimento, Giacomo Müller, Claudio Zuccolini, die Frau Iseli hat eine Rede gehalten. Leute, die Frau Iseli. Ich probiere es hier im Video jetzt noch ein bisschen besser zu sagen als bei der Dankesrede. Also wirklich, merci vielmals als erstes an alle, die sind voten. Ohne euch hätte ich den Preis gar nicht gewonnen. Dann nochmal Big Shoutout an alle YouTube-Homies. Nati, Marc, Can, Stucki, Elia, Maelo, Yoshi, der mir hilft beim Filmen, der Bubu, der mir ganz am Anfang hat geholfen filmen, aber jetzt zwar nicht mehr in den Videos dabei ist, aber Shoutout an Bubu, Stefan Büsser, Andi Ragettli, Ademessi TV, SRF, an alle, die mir geholfen haben, dass ich jetzt bei mir im Zimmer einen Stein habe. Der Stein hier, der geht an euch raus. Kuss, Kuss, Kuss für Supporten. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder bei einem normalen Video. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu abonnieren und die Glocke aktivieren. Die wissen, was ihr machen müsst. Wir sehen uns beim nächsten Video. Peace und Blümli.